Das war also, Freunde, der Trailer zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Nun also in HD für die Wii U-Konsole. Und eins schon mal sicher, wir stechen wieder einmal in See. Ja, wir verabschieden uns und erleben neue Abenteuer. Um unsere Schwester zu retten. Genau, darum geht es ja, unsere Schwester zu retten, die ja von Maskenkönig, wie auch immer der dahinter steckt. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, vor allem nicht für diejenigen, die das Spiel noch gar nicht kennen. Jedenfalls der Wind Waker. Wer kannte es nicht für den Gamecube? Jetzt also neu für die Wii U aufgelegt. HD-Version, alles picobello. Es wurde sehr vieles anders gemacht. Zum Beispiel da mit dem Tingle Receiver, den es für den Gamecube gab. Jetzt gibt es eine Art Flaschenpost-Funktion. Und. Natürlich die Hauptsache hier natürlich mal alles hochskaliert. Sprich super feine, tolle Grafik. Und vor allem halt alles in Full HD. Und der Flicklink. Yeah. Das kann man schon mal eines sagen, es wird ein geniales, neues Abenteuer für die Wii U und ja, ein mutiger Held, genau. Und denke mal vor allem diejenigen jetzt auch, die sich an Gamecube-Titel erinnern können, Gamecube-Hit vor allem, auch wenn halt da der Cell-Shading-Mode, sprich diese Grafikoption hier, der Grafik-Engine, nicht sehr vielen gefallen hat, kann man doch eigentlich trotzdem sagen, es sieht eigentlich sehr nice aus, weil man jetzt das Ganze in Full HD mit den ganzen Schatteffekten noch. Tja, kann eigentlich nur eins sagen. Wow, es wird feurig, es wird kühl, es wird einfach nur super cool. Und vor allem er taucht wieder auf. Wir kennen ihn alle. Der Ursprung. Oder wohl eher die Nachgeburt, die Wiedergeburt von Todbringer? Ja, aber Todbringer, ja, es geht ja auch hier weiter mit dem Heldenmodus, den gibt es auch hier in The Wind Waker. Tja, da müsste halt Nintendo, wenn schon ein Remake bringen, beziehungsweise eine HD-Version, müssten die halt schon auch ja, ein paar neue Dinge bringen, wa? Genau, Gegner machen 20 viel Schaden, kannten wir auch bereits aus dem Heldenmodus von Skyward Sword. Nur gut, statt, wow, ein halben Herz als ein ganzes Herz, ist jetzt nicht eigentlich so wild, oder was mich dabei ein bisschen mehr stört, ist, dass man auch keine Herzen mehr findet. Das kann wir auch aus Skyward Sword. Da war es eigentlich so das Problem, denn wir hatten ja 6 Herzen insgesamt. Da habe ich ein 6 Herzen trotzdem gemacht. Hier mache ich, also wenn ich einen Heldenmodus zocke, da kommt auch auf euch drauf an, aber Leute, ich mache garantiert kein 3 Herzen, das könnt ihr vergessen, hey. 3 Herzen. Plus Heldenmodus, sprich doppelter Schaden plus, dann auch genau keine Herzen mehr zu finden. Ja, ich kann mich noch sehr gut an den Originaltitel erinnern. Die Flasche mit Herztränken, die gab es auch erst relativ spät. Also die erste Flasche, ein Herztrank glaube ich auch. Aufputschen konnte man die nicht mehr und Feen waren auch nicht so häufig, vor allem am Anfang weg noch. Also, ja, Heldenmodus eventuell, aber 3 Herzen garantiert nicht. Das wird nämlich sowas von in die Hosen gehen. Naja, so dazu. Das ist der nächste Titel, der nächste Hit. Der kommt bereits zu Anfang Oktober, nicht wahr? Und denke mal, ihr freut euch auf. Ihr freut euch auf, vor allem. Ihr freut euch auch, ich ebenso. Und ja, bis zum Anfang Oktober, war, wenn es endlich mal losgeht. Wieder auf hoher See mit Link unterwegs. Link, Zelda. Und wir kennen alle die Rückkehr von Ganondorf. Das ist mal geil, wa? Ist das eine Art wie ein kleines, ein kleiner Vorgeschmack dann auf Twilight Princess. Weil auf Twilight Princess hat er auch sehr viele Parallelen, ja, sehr viele, hat auch sehr viele Punkte, die sich mit The Wind Waker übereinstimmen. Und auf Twilight Princess freue ich mich auch persönlich mehr als auf The Wind Waker, was aber daran liegt, dass halt The Wind Waker in diesem Grafik-Engine, der ist jetzt nicht so mein Fall. Naja. Persönliche Einstellung, egal, spielt keine Rolle, Spiel wird trotzdem cool und wenn wir sagen, bis Anfang Oktober. Und nicht vergessen zu kommentieren, was ihr wollt, vor allem wegen Hero Mode oder Normal Mode, ja? Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!